Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur aus dem wildesten aller Ländle, dem Schwabenländle. Ja, oder halt auch nicht. Aber ich habe euch ja, eigentlich wollte ich einen Streifenfighter basteln, aber die Teile sind noch nicht da, deswegen müssen wir uns irgendwie über ein bisschen über was anderes unterhalten. Ich habe auch noch andere Pläne, was wir sonst so basteln können, aber dafür habe ich noch gar kein Teil bestellt. Also gucken wir uns heute einfach mal, ja, so Blästerlers mit Druckaktion, also die man halt so lädt, dass man da das Läufle, der Lauf da bricht. Das ist jetzt die Barrel Break. Also, ich glaube, wortwörtlich übersetzt Fassbruch, aber das heißt, dass man den Lauf knicken kann. Da lädt man dann die Pfeile ja so rein. Und dann kann man da schiebt man das zurück. Das ist, ich glaube, da gibt es viele, die sich darüber lustig machen, über das. Aber ich finde das eigentlich ein ganz cooler Blaster. Da seht ihr das Ganze nochmal in durchsichtig, also so rot durchsichtig, wie das Gott. Da seht ihr, guck, wenn ich das da trick, dann spannt das Federle. Das ist halt, das transparent, das Kunststoff ist ein bisschen auffälliger. Da seht ihr, das ist, hat schon einen Knacks. Und dann können wir, wenn man ganz langsam den Abzug zieht, seht ihr, dann löst der eine, der zuerst aus, das ist nachher wichtig, um die andere zu messen. Und dann geht der andere, wo weiter triggert. Das ist halt, ja, optisch ein echt cooler Blaster mit der Anleitung da seitlich noch und alles. Also das. Aber ich glaube, von der Leistung her wollen wir da jetzt nicht so begeistert sein, glaube ich mal einfach. Also ich rate mal ganz wild. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube so 20 Meter pro Sekunde ist irgendwie Standard. Ui, 13,6. Der andere Lauf 11,9. Glaubt ihr, das wird besser, wenn man das nochmal probiert. Es macht halt schon Spaß. Also das Ganze, das ist einfach Spaß zum Rumspielen. 13,6. 11,7. Das heißt, da ist Federle schon schwächer. Ich glaube, man sollte gucken, dass man da ein bisschen mehr Leistung rausholt langfristig. Ja, aber haben wir einen Durchschnitt von 12,7. Ich glaube, da weitere Tests zu machen, das macht auch keinen Sinn. Ach komm, gucken wir, ob das vielleicht ein bisschen mehr Power hat. Ei, das ist ja komisch, wenn man das nicht gescheit. So. Oh. Ei. 13,6. So, wieder. Jetzt laden wir einfach dran nur den rein. Das sind. Ah ne, das waren 13,3 und 10,7. Also der ist dann nicht besser. Sieht aber cool aus. Dann haben wir da noch die Sledgefire. Ich glaube, die habe ich ja schon gezeigt. Da habe ich so eine Mega-Modifikation. Und ja, das wird, glaube ich, ein bisschen schwer zu messen. Aber das ist halt cool mit der Hülse dahinter. Und dann schießt das 3 auf einmal. Was will man da? So, Resetter. Mal gucken. Kriegen wir das gemessen? Ja, 18. Das heißt, das ist schon eine ganze Ecke besser. Wenn man da wirft das Ding fast wieder aus. Ja. Laden wir das wieder rein, räumen wir es wieder auf. Das ist ja. Das braucht einfach. Also ein moderner Cowboy braucht das halt einfach. Also, habe euch ja schon die Revolver das Zeug mit die Hebel das dahinter. Den da. Zum Beispiel auf den da. Außer Hebel dahinter.
Dann haben wir noch das da von Darzone. Das ist dann, wenn man richtig moderner Cowboy sein will. Da braucht man natürlich auch noch Quergescheites. Ja, resetten wir das wieder. Weil da haben wir noch ein bisschen was anderes auch noch. Das war auch noch einer der ersten richtige Blaster für so einen Nervpfeil, den ich mir gekauft habe. Das ist halt ein bisschen eine andere Hausnummer, sieht ein bisschen besser aus. Da können wir da zwischen links und rechts umschalten. Das ist halt, das zeige ich euch nachher. Dann müssen wir dahinter das Hebel spannen. Da können wir mal gucken, was da rauskommt. Okay, warum hat der jetzt 2 gewertet? Das ist verwirrend. Hopp. Ach, ich hätte vorher umschalten sollen, das ist jetzt halt scheiße. Okay, das ist verwirrend. Das heißt, wenn man das richtig aufmacht, dann hüpfen die auch richtig raus. Das heißt, die 40,7, das ist ein Ausreißer. Der jetzt sage, das resetten wir nochmal. So, neue Lader. Jetzt. Ihr habt doch gesehen, das waren bloß 2 Schuss. Also das ist irgendwie. Aber wenigstens hat es dann jetzt kein so ordentlich Ausreißer. Und die Pfeile können langsam hier. Ja. Und das ist halt das Coole, wenn man das. Ja, dass man das da gescheit. Ja, warte mal. Dass man die gescheit auswerfen kann. Jetzt sagt es so, wenn das nirgends dagegen stoßt, dann fallen die auch gescheit raus. Das ist halt schon cool. Und das ist auch der riesige Vorteil, dass das da der Hebel hat. Aber dafür muss man halt mehr Aktionen durchführen. Das packen wir mal da noch. Dann haben wir dasselbe auch noch versucht. Und das sieht schon gefährlich aus. Das ist. Ja, da fallen die jetzt raus, weil man das jetzt. Und dann geht das nicht so einfach auf. Weil wenn das nicht klar ist. So, oder da. Dann können wir das laden. Resetter. Ihr habt euch das Ergebnis ja gemerkt. Müssen wir gucken, welchen Lauf es zuerst schießt. Okay, das war die 50-50 Chance. Also, der rechte schießt zuerst. Jetzt wissen wir es. Da können wir nämlich auch. Ah, das ist recht gleich. Also 18,9. Ja, die Hülse, die sammle ich nachher. Die liegt jetzt gut. Da hätten wir nämlich nochmal einen. Ich glaube, das ist dasselbe, einfach in lang. Das funktioniert nach demselben Prinzip, glaube ich. Gucken wir mal. Oh. Okay. Ja, ist vielleicht ein bisschen schwächer. Da können wir nämlich auch. Ja, ich habe es jetzt aufgefangen. Aber ehrlich gesagt, keine Lust, das alles im Boot aufzusammeln. Dann stecken wir da in die Hülse Pfeile rein.
So, gehen wir das Mailader. Ja, ein Haufen Zeugs. Packen wir das wieder zur Seite. Ja, das ist ziemlich. Der ist ein bisschen schwächer. Ich hab gedacht, die sind halt gleich, aber das, ja, so plus minus ein bisschen was ist doch egal. Gott, ja, bei denen, also mir geht es da hauptsächlich um den Spaß dabei. Und weniger darum, irgendwie irgendwas zu erreichen damit. So, oder? Oh, da können wir die alle durchscrollen. Das ist keine Ahnung, für was ich das brauche. Resetten wir es wieder. Dann haben wir noch einen. Das ist von Basbi. Das geht so. Das ist ja, das ist ein rechter Scheiß mit dem Säul. Dann nimmt man da die Hülse, macht das Deckel wieder drauf. Dann gucken wir mal, dass man 2 Pfeile findet. Ja. Das Ding ist mir schon runtergefallen, also das ist da noch durchgebrochen. Und um ehrlich zu sein, ich will es auch nicht reparieren, das ist glaube ich nicht wert. Das habe ich mir gekauft aus Neugierde. Und dann laden wir das da rein. Ja. Dann probieren wir das da. Sag mal, das hätte doch eigentlich schießen sollen. Ja. Ja. Ein bisschen rauskommen ist aber. Ja, wir werden das als Dekorationsobjekt. Also das. Ich weiß nicht, ich war mit den Dingen warm. Also das irgendwie. Das gefällt mir nicht so. Also, fand ich interessant. Aber ja. Und ich glaube, das schießt auch nicht besonders weit. Also da war man. Also, schießt jetzt gar nicht irgendwie. Da hebt das. Ach. Da muss ich vielleicht die Hülse modifizieren oder da was finden oder mal andere Hülse im 3D-Drucker rauslassen. Die ein bisschen besser. Also einfach, wo die Pfeile auch rauskommen und nicht festgehalten wird. Also das ist ja gruscht. Ja. Aber hoffe, euch hat das gefallen. Und hoffe, dass jetzt demnächst die Teile kommen, die ich bestellt habe, dass man auch wieder weiter beisteln können. Aber ich hoffe, euch gefällt das auch. Also dann. Euch frohes Bestle, wünscht euch euer Blaster-Ingenieur.